Ich hatte das Glück, zu Churwalden aufwachsen. 1943 geboren und mit 2,5 bereits auf der Ski, wo mir mein Götti die geschenkt hat. Er war Skilehrer in Perpon, Bauer. Und nachher sind wir natürlich immer auf Pisten. Wir haben selber Pisten gemacht zur Walden. Nachher lange im Skiclub Perpon, dort auch Rennen gefahren. Und so ist man zum Skisport gekommen und von dem kommst du nicht mehr los. Ich bin nach der Primarschule noch auf Disentis, in Klosterschule, und dort Real gemacht. Und dann habe ich eine Lehrstelle gesucht, als kaufmännischer Lehrling, und habe mich beim Tobias Kuhni, Rechtsanwalt in Langquart und Meierfeld, melden. Und der Papa und ich dürfen zu ihm vorbeikommen. Und nach etwa einer halben Stunde, weiss ich noch, hat der Tobias Kuhni gesagt, er hätte Freude, wenn wir zusammen arbeiten dürfen. Und dann durfte ich die Lehre bei ihm. Und der Tobias Kuhni war Rechtsanwalt, forensisch, aber auch Unternehmungen gegründet, unter anderem halt eben Bergbauen. Und da ist eins ums andere gegangen. Skalottes hat man gegründet. Dann ist dann eben der erste Kontakt Savonin im Dezember 1961 gekommen, wo der Gemeindekanzlist von Savonin, Leze Spinatsch, zum Tobias Kuhni gekommen ist und ich durfte ein Protokoll machen. Und am 25. Mai 1962 haben wir Savonin Bergbahnen, damals Nandro, Ski- und Sessellifte Savonin bis Martenias AG gründen. Und ich durfte dort Urkunden machen, Statut und alles. Und so hat es angefangen. Mein Patron ist immer der Tobias Kuhni geblieben. Er hat das Forensische gemacht und ich durfte das Kaufmännische machen, weil nach Abschluss der Lehre hat er dann gesagt, also wenn du willst, dann darfst du bei mir bleiben. Und dann hatte ich natürlich eine Freude gehabt, weil da sind ständig neue Anfragen gekommen, von San Bernardino, von Splügen, später dann auch von Grüsch oder Krumenau-Wolzenalp, Flunzerberg, Sörenberg, für die Gründung von neuen Bahnen. Und das hat uns natürlich schon Eindruck gemacht. Und mir persönlich speziell. Weil das sind Basis quasi für einen guten Start von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Tälern. Weil ohne Bergbahnen, das heisst ohne Schnee, hat man in der Regel auch kein Brot. Wir haben also um 1978 ein paar Schneeprobleme gehabt, hauptsächlich Sektion 1, das ist ein Föhntal, zu Valmandro. Und da haben wir natürlich im unteren Bereich immer Probleme mit dem Schnee. Die Skischule hat dann alles verschieben. Dann haben wir riesige Wartezeiten gehabt an der Bergstation 1 bis am Abend am 7. einmal, wo die Leute wieder zurück mit der Bahn. Und dann habe ich im Verwaltungsrat sagen, hörend, wir müssen etwas machen. Und wir haben ein Jahr vorher einmal Schneekanonen mal ausprobiert. Aber das war nichts Gescheites. Und ich bin auf die Suche, bin sogar auf Kanada, auf Amerika, Skandinavien, Frankreich, mit der Frau, sie ist sogar mitgekommen. Und haben gesehen, da sind ganz andere gute Projekte rum. Und haben dann im Herbst 1977 unseren Leuten, unser Gründeraktionär, Stammaktionär, einer für den anderen angesprochen, ob nicht sinnvoll wäre, dass wir eine grosse Schneeanlage bauen. Und dann weiss ich noch, zuerst habe ich den Tobias gefragt, dann sagte ich, du warst in der Regierung, aber natürlich Stammaktionär von Savonin. Sagt er, du, dann kommst du mal auf der und dann schauen wir das am Sonntagabend an. Das hat geklappt. Und dann sagt er aber nur, aber um was geht es denn? Ja, das sage ich dann schon.
Dann sind wir da auf, haben ihm alles erklärt, was die Idee wäre. Eine Schneeanlage von Savonin bis Mitte Sektion 2. Rote Piste, blaue Piste beschneien. Und zwar kompakt. Und dann, im Moment, hat er kein Wort gesagt und plötzlich sagt er, also jetzt spinnst du. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Aber er muss das überlegen. Und dann sagt er, ja, was kostet das? Und ich sage, ja, kostet schon etwa 3,5 Millionen. Also es war ein teures Schmier, damals schon. Ja, nun, also heute geben wir noch keinen Bericht, er müsse drüber schlafen. Am Morgen um 7 ist das Telefon von Tobias gekommen und sagt, du, es ist verrückt, wir müssen das machen. Und dann durfte ich die anderen Gründer und Stammaktionäre fragen, einen und den anderen. Zum Beispiel der Jean Arnett, er war auch Stammaktionär und Gründer. Er war ja lange in der Migros, zuoberst im Gottlieb Duttweiler. Und dann ist er um das Büro, um den Tisch herumgelaufen, der war ein Raucher. Kein Wort gesagt auf meine Frage. Und plötzlich steht er still und sagt, Sie, das ist eine gute Idee, das machen wir. Dann habe ich die anderen angehen und sukzessive nachher haben alle 5 Stammaktionäre Ja gesagt. Und das hat mich beeindruckt. Dann sind wir sukzessive mit der Alp zusammengekommen, Alpkorporation, mit der Gemeinde. In einem Winter haben wir alles vorbereitet für die Beschneiung. Das heisst technisch. Wir sind auch noch an Besichtigung gemacht auf Norwegen. Haben wir mit einem Jet dort rauf, der ganze Verwaltungsrat und Betriebsleitung, TSV Session, war auch dabei, Jörg Bregenzer, damals noch technischer Leiter, TSV Session war Stellvertreter. Und dann war sogar der Bruder dabei von Tobias Koni, der war Präsident, der Dr. Andreas Koni. Mit einem Stecker musste er laufen. Und der war so beeindruckt, als er mit dem Stecker gleich über die Piste laufen konnte. Der Stecker ist nicht eingebrochen. Und dann sagt er, Herrgott, zack, das ist eine gute Idee. Dort war eine Schneeanlage von etwa 250, 300 Meter Länge. Der Verwaltungsrat ist zurück mit dem Flüger, ich bin weitergegangen und habe die ersten Werkverträge abgeschlossen. Bereits in Schweden. Mit dem Lieferant von der Kanone. Kompressoren erste Gespräche geführt. Und so ist das gegangen in einem unverschämten Tempo. Durchleitungsrecht, Beschneiungsrecht mit den Bauern können abmachen. Alle haben unterschrieben. Gemeindeversammlungen, Savonin, der Persons, beide, also alle 3 Gemeinden. Wasserbezugsrecht haben wir können abmachen. Also es war schon eindrücklich. Und im Juni haben wir bereits gestartet. Aber etwas, was ganz wichtig ist, möchte ich noch speziell hervorheben. Ich durfte im Mai mit einem Bus und allen Bewirtschaftern vom Boden, was es betroffen hat, zum Bömmerle-Lift, zum Hans Schoch. Der hat dort 2 Kanonenbetrieb im Appenzell. Und der Hans Schoch ist redend Antwort gestanden, der Bauern, und hat dort vor Ort können zeigen, die Beschneiung bringt keinen Nachteil. Im Gegenteil, es ist sogar eine Bewässerung vom Bewirtschaftungsboden. Und die Bauern sind so beeindruckt, sind alle der Meinung, es ist eine gute Sache. Also ihr seht, man hat kompakt, aber trotz allem in einer Bombenzeit, da haben wir natürlich alles können über die Gemeinde machen. Über die Gemeinde. Und eben im Juni haben wir den Baustart machen. Und am 23. November 1978 haben wir das erste Mal Schnee gemacht. Mit der Europas grössten Schneeanlage
damals Europas größte Schneeanlage. Und das ist dann schon eingeschlagen. Da ist alles baulich über die Gemeinde gegangen. Der Kanton hat lediglich Zustimmung gegeben zum Wasserbezug, den die Gemeinde uns entsprechend gegeben hat. Und das ist dann erst später gekommen, wo natürlich ein Haufen Stationen im Alpenraum, hauptsächlich Österreich, Südtirol, Frankreich, gestartet haben mit dem Bau von grösseren Schneeanlagen. Und dann ist dann ja da, ich glaube, wann ist das gewesen? Ja, das ist so Ende 80er Jahre ist dann da Chypern aktiv vor dem Alpenraum und hat dann im Kanton Graubünden umgusseln und hat dann die Initiative gestartet, Schnee ohne Kanonen, Volksinitiative. Und dort ist dann losgegangen. Und ich weiß noch, ich habe dort angefangen, mich auch in der Politik einsetzen. Mit den Wirtschaftsverbänden durfte ich zusammenarbeiten, da war ich involviert gewesen. Und dann haben wir die sogenannte ITG, Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden, gegründet. Mit dem Ziel, die Volksinitiative zu bodigen, und haben das ein Jahr vorher gestartet. Das war eine schwierige Sache gewesen, und uns hat es einfach sehr betroffen, dass Zypern von außen her in die Täler uns befehlen will, was wir zu tun haben. Und da haben wir gesagt, also so geht es jetzt nun wirklich nicht. Denn Schnee ist und bleibt dünnsches Brot. Wieso sollen wir nicht die Technik nutzen, für unsere Angebote zu entwickeln und entsprechend auch in der Qualität zu verbessern, wie eine Industrie und ein Gewerbe im Unterland, in den Zentren, in den Städten. Das ist doch unser gutes Recht. Und schließlich unter Strom erst noch vom Marmorieren als aus dem eigenen Tal. Und nachhaltiger geht es nicht mehr. Und schlussendlich haben wir dann die Volksabstimmung gewinnen mit 56%. Oder ich weiß es nicht mehr, 55% glaube ich, ja. Und dann haben sie aber nicht Ruhe gegeben. Dann sind sie auf Bern, haben alles wieder probiert, aber überall abgeblitzt. Ja, sie haben einfach das Gefühl gehabt, wir machen jetzt das Gelände kaputt. Ja, sie haben dann Sachen erfunden. Und wir natürlich dann können Gegensteuer geben, weil wir natürlich unsere Fachleute auch aufboten. Ich kann mich erinnern, wir haben dann einen Biologen aus Innsbruck gehabt, ich weiss den Namen nicht mehr. Und der hat wieder Leid, dass es da Schäden gibt. Per Saldo sind die Wiesen länger befürchtet und es wächst besser. Und mit den Jahren haben sich die Blumen wieder erholt. Am Anfang sind sie ein bisschen zurückgekehrt und nachher sind sie wieder gekommen. Oder? Aber das Hauptproblem war nicht der Schnee, das Hauptproblem war das Güllene. Ich kann mich erinnern, da ist Andrea Bianchi ist da gekommen und noch eine Frau, ich weiss den Namen nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sind die jemals in Savonin schauen? Nein, das sehen sie nicht. Also ich lade euch jetzt gerade ein, wenn ihr Zeit. So habe ich es gemacht. Gekommen sind sie nie. Und rund um die Schweiz sind die Schneeanlagen weiter ausgebaut gekommen. Also Bormio weiss, sie sind zu uns schauen, bereits im Winter 79, 80. Also Winter, nachdem wir erstmals Betrieb hatten. Bormio hat dann nachher die WM gekriegt, die Ski-WM. Dann ist Schladming zu uns gekommen, St. Anton, also von überall. Sogar von Japan sind sie schauen, von Frankreich, Skandinavien, also von überall. Und das Interessante war dann, wenn sie dann natürlich fremdsprachig waren, konnte ich nicht kommunizieren. Dann habe ich dann meine Frau gefragt, weil sie ist sehr sprachbegabt. Und dann hat sie dann übersetzt. Also wir sind da sehr aktiv gewesen, und Savonin war im Zentrum über einige Jahre. Dann haben wir auch rennen.
organisieren. Wir sind sofort natürlich sehr interessante Standort geworden vom Schweizer Skiverband. Zum Beispiel der Karl Fresner ist mit der Mannschaft regelmäßig gekommen. Und dann ist er mit dem Skiclub Savonin zusammen, haben wir dann auch dürfen die Skirennen starten. Zuerst mit den FIS-Rennen im Dezember einmal um die Graubünden-Trophy, so haben wir sie getauft. Und der Karl Fresner hat immer geschaut, dass wir dann auch Weltcup-Fahrer kriegen. Nachher haben wir den Europacup machen und im 85 haben wir dann bereits das erste Weltcup-Rennen übernehmen von Lesin. Und ich durfte in Sestriere, hat man gerufen, da sind wir aber auf Sestriere den Vertrag unterschrieben. Von dort aus habe ich zurückgerufen, dem Skiclub-Präsidenten, dem Sepp Quetsch, und er hat innerhalb von 4 Tagen alles auf die Beine gestellt. Und wir haben die 2 Rennen, 2 Slalom-Weltcup-Rennen auf die Beine gestellt. Und ich weiss noch, der Erika Hess hat dann dort gewonnen. Eindrücklich. Also die Savonin-Bergbahnen, früher hat es Nandro geheissen, Nandro AG. Die hat eine unheimliche Beute in im Leben, auch von meiner Frau. Und wir haben uns voll engagiert. Wir haben dann auch Ende 70er Jahre uns entschieden, ein Aktienpaket zu übernehmen von der Familie Arnett. Und seitdem durfte ich Stammaktionär sein von der Unternehmung. Und das hat uns natürlich noch mehr gebunden. Aber die Hauptsache war schon die Leute. Tobias Kuhni, Jean Arnett, Sebastian Schuppan, Hermann Kirschke, Leza Spinacci und dann unsere Mitarbeiter. Also ist ganz speziell der Theias Vasescha, technischer Leiter, aber auch Leza Schmidt, der Schneemacher und alle anderen. Und so ist man einfach eingewachsen und aufgewachsen. Und hat immer wieder Neues machen. Und die Einstellung von der Talschaft, speziell von der Landwirtschaft, von der Alpkorporation Val-Nandro, die ist schon ganz eindrücklich. Wir sind immer auf Augenhöhe gewesen. Und sie haben uns überall geholfen. Wir haben ja dann bereits, kann mich noch erinnern, im 66 haben wir schon bereits den ersten 1000er-Lift gebaut, nach Lades, 1000 Personen pro Stunde, im 66. Dann auch dort einen Verbindungslift. Nachher im 69 haben die damaligen Stammaktionäre die längste Gondelbahn von der Schweiz gebaut, 5,2 Kilometer. Und noch 2 Doppellifte. Und das ist sukzessive gegangen. Und die Schneeanlage haben wir dann eben im 78 gebaut und nachher immer wieder erweitert. Und heute haben wir von Piz Martenias bis auf Savonin, also von 2,670 bis aber auf etwa 1200 Meter alles beschneien dürfen. Und so ist einem das geblieben. Und das war schon eindrücklich gewesen. Mit den Gästen, mit den Einwohnern, mit dem Personal, mit den Lieferanten und auch Werbung. Die Werbung haben wir immer selber gemacht, als Beispiel. Und da habe ich auch viel lernen von Tobias. In den ersten Jahren haben wir ein Spalterinserat gemacht. Ganz einfach. Wir haben auch nicht Mittelkassus. Wir haben Bus auf Savonin gebraucht, von Zürich, von Aargau, von St. Gallen und so weiter. Und das hat Aufschwung gegeben. Und so ist Savonin immer bei den Leuten geblieben. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja immer noch ein Motto geschafft, Werbung muss sehr einfach sein, darf nichts kosten und muss in die Köpfe der Leute. Und dann ist mir, wo wir die Hochzeitsreise hatten, im 69, sind wir in Triest gewesen, und dann habe ich der Frau gesagt, aber eben auf dem Schiff sollte ich dann das Marketingkonzept noch machen auf der Hochzeitsreise. Und dann hat sie natürlich gesagt, ja, wir dann schauen. Und dann sehe ich auf dem
Um einen Parkplatz in Triest, Fiat, mio nome Fiat 124. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir es. Der Slogan heisst, ab der Eröffnung der Gondelbahn im 69, mein Ziel, Savonin. Und das ist umgesetzt worden in einer Blitzzeit. Leider habe ich den Kredit nicht gekriegt für den Kleber vom Verwaltungsrat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja Wahnsinn. Dann zahle ich es halt selber. Und die Frau war dann nicht so erfreut, hat etwa 2'500 Franken gekostet, beim Jürg Härtner, zu Chur. Ja, nun, wir haben etwa 2'500, 3'000 dieser Kleber gedrückt, verteilt und ein riesen Echo gehabt. Alle weg, die Kleber, also gratis, weg. Und die sind auf dem Auto gewesen. Die beste Werbung. Hat nichts gekostet, nichts. Aber die beste Werbung. Wenn es auf dem Auto ist, dann sehen sie einen Haufen. Sogar die Polizei wollte da noch reinfunken. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht schon. Das geht schon. Und dann war es dann erledigt. Dann läutet der Jean Arnett an, einmal am Mittag, und sagt, Sie, wir haben einen Fehlentscheid getroffen. Können Sie sofort Kleber nachdrucken und das, was Sie vorgeschossen haben, kriegen Sie zurück. Dann habe ich sofort Kleber nachgedruckt und in den nächsten x 10 Jahren haben wir einige Millionen dieser Kleber verteilen können. Links und einmal Prost und dann geradeaus. Und wenn ich nicht mehr bremsen kann, so leg ich mich halt hin. Ja, mein Ziel, oh ja, mein Ziel, ja, mein Ziel, oh ja, mein Ziel, ja, mein Ziel, oh ja, mein Ziel heißt Harmonie. Das darf ich wirklich sagen, dass das Machen zentral war. Aber ich hatte Vorbilder. Jean Arnett, Tobias Kuhni, noch viele andere. Auch meine Frau, sie hat gemacht. Und mein Papa war Metzgermeister in Churwalden. Meine Mama war Schneiderin, gemacht. Und das habe ich gelernt. Auch von meinem Götti, Skilehrer. Habe ich gelernt. Und ich weiss noch, in der Realschule, im Kloster Disentis, habe ich immer festgehalten, das Motto: Ideen halten sich nicht, man muss sie verwenden. Jeder Gedanke strebt nach Verwirklichung. Und das ist im 1958, 59, 60 und ich durfte dann ja im 61 in die Lehre beim Tobias Kuhni und nach dem Motto habe ich immer gelebt und lebe es heute noch. Ich durfte schon in der sehr frühen, nach der Lehre, im Jugendparlament Graubünden mitmachen. Also da hat das Jugendparlament Chur geheissen. Und ich bin da schon sehr früh aktiv dort dabei sein als Jugendlicher. Aber natürlich, meine Motivation ist natürlich vom Tobias Kuhni gekommen. Weil er ist quasi der berufliche Vater und der politische Vater von mir gewesen. Tobias Kuhni von Meierfeld. Und so habe ich sogar im Jugendparlament schon aktiv sein.
Ich kann mich erinnern, ich habe einen Vorstoß eingereicht wegen der Rätischen Bahn, dass man die verleiht, hintere in einen Tunnel rein und nicht durch die Stadt. Weil, als ich einmal bei der Rosenbahn mit dem Velo drüber bin, hat es mich geblitzt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich etwas. Nach dem Motto eben machen. Und habe den Vorstoß eingereicht. Aber es ist dann so passiert, ich habe dann das Jahr drauf, also kurz darauf, als ich den eingereicht habe, ich Regierungsrat sein im Jugendparlament. Und dann habe ich natürlich meine Motion selber beantworten müssen. Das hätte es im Jugendparlament noch gegeben. Und dann konnte ich natürlich deutlich sagen, jawohl, das wäre eine gute Idee. Also ihr seht, sehr früh eingestiegen und probiert zu machen. Und dann so Anfang 90er Jahren durfte ich im Gemeindevorstand Sitzers mitmachen. Ich bin allerdings nur 2 Jahre, weil es zeitlich nicht aufgegangen ist. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich im Grossrat mitmachen will, mal als Stellvertreter. Und dann bin ich 4 Jahre alt Stellvertreter geworden von der SVP. Das ist heute noch für mich eine wichtige Institution. Und bin dann 24 Jahre im Grossen Rat gewesen, immer bei der SVP. Und im 06 durfte ich eben Vize-Standespräsident werden. Und ich kann mich noch erinnern, da war meine Frau schwer krank gewesen, im Sterben gewesen. Und sie war aber hocherfreut gewesen. Und hat gesagt, mach weiter. Und dann im 07, sie ist dann im 06 im Herbst gestorben, und im 07 durfte ich dann Standespräsident werden mit wesentlich mehr Stimmen als damals als Vize, eben mit 118 Stimmen. Eben die Feuerwehrnummer habe ich immer gesagt. Und das war ein ganz eindrückliches Jahr. Ich durfte enorm viele Leute kennenlernen, bin aber auch auf Eigeninitiative in alle Talschaften. Was habe ich dort gemacht? Mir war ein ganz wichtiges Ziel, in jedem Talschaft eine Schule besuchen. Die Schule zu motivieren, zum Danke sagen der Behörden, der Lehrer, der Schulleitung und auch zum Ausdruck bringen, dass wir doch Gott froh sein können, dass wir in den Tälern eine gute Schule haben. Und zwar eben Kindergarten, dann Primar, Sek und nachher natürlich Kur. Und natürlich auch noch andere Mittelschulen in Engadin und in Prättiga. Und das sind ganz eindrückliche Momente, die Besuche als Standespräsident. Und mit ganz wenigen Ausnahmen bin ich auch immer selber gefahren. Warum? Ganz einfach. Ich hatte natürlich noch den Beruf gehabt. Und dann habe ich aus dem Auto raus mit dem, dort es noch das uralte Nattel gegeben, aber ein uraltes. Und wenn es halt länger gegangen ist, bin ich in die Kabine gerannt. Und so wollte ich unabhängig sein und im Auto Züge erledigen. Und ich hätte ja einen Chauffeur haben. Und dann gesagt, nein, das will ich nicht, das geht nicht. Ich muss im Auto arbeiten können. Ich bin schließlich noch in der Arbeitswelt drin. Mir war immer wichtig, auf Augenhöhe zu sein. Und den Leuten in die Augen schauen. Und die Leistung von den Leuten, mit denen ich zu tun haben, die ist enorm. In der Politik, in den Firmen, wo ich aktiv tätig sein, sei es Savoninbergbahnen, sei es vorübergehend haben wir ja mal noch Geräusche gehabt. Und die Druckerei Langquart durfte ich aktiv im Verwaltungsrat sein. Und eben Savonin auch als Verwaltungsrat, als Direktor. Und der Mitarbeiter und auch die Behörden, ist gleich wer, die sind für mich
wichtige Persönlichkeiten. Und der Mitarbeiter ist für mich die Person, die die Unternehmung repräsentiert. Und da gilt es nur eins, auf Augenhöhe reden und die Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Denn die Leistungen sind enorm von diesen Leuten. Gerade jetzt zum Beispiel bei den Bergbahnen, die Schneemacher, Pistenfahrer, ja, die sind die ganze Nacht unterwegs. Und dann je nachdem auch noch am Tag. Oder du am Anfang vom Schneemacher, die Schneemacher, die haben 1500 Meter Schläuche umgerupft. Ja, da gehst du natürlich zu denen auf den Platz und zum Ausdruck bringen, was die für eine Leistung bringen. Und mir ist das heute noch sehr wichtig, auch wenn ich jetzt nicht mehr in den Unternehmungen tätig bin, dass ich zum Neujahr vorbeigehe und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Neujahr wünsche und selbstverständlich auch ihren Familien. Und Wertschätzung kann man auf verschiedene Arten zum Ausdruck bringen. Das Jahr durch, einfach unverhofften Besuch machen oder eben das Neujahr wünschen. Und ich bin überzeugt, dass allein schon das Vorbeigehen zum Neujahr zu diesen Leuten, denen auch der Hinweis gibt, das kann ich ja auch machen. Ich habe jetzt wieder erlebt, jetzt doch kürzlich am letzten Freitag, habe ich auf dem Podium teilnehmen am Alpengipfel 2024 in Wildschönau im Tirol mit sehr vielen Bauern von Österreich, Deutschland, Südtirol. Und da ist es auch um die Zukunft gegangen, beispielsweise von der Alpwirtschaft, von der Landwirtschaft überhaupt, Landwirtschaft und Tourismus, aber auch von der Zusammenarbeit. Und meine zwei Hauptaussagen waren Miteinander und Wertschätzung. Und das muss der Hauptinhalt sein vom Unternehmer, auch heute noch. Sonst geht es nicht. Was ich aber gerne mache, ist einmal, wenn einer was fragt, ein bisschen berichten, ja, wie hast du es denn du gemacht? Das mache ich noch gerne, aber ich frage dann auch, was hast denn du schon gemacht? Du hast ja sicher auch schon einen Haufen gemacht. Und damit hast du bereits den Kontakt auf Augenhöhe. Und ich stelle meistens Gegenfragen stellen. Ich stelle zum Beispiel die Frage stellen, das mache ich noch aus Überzeugung. Eben Weiterbildung. Tönst du dich weiterbilden lassen? Weil Weiterbildung ist das Leben lang unerlässlich. Sport. Ohne Sport, ohne Bewegung ist die Gesundheit gefährdet. Und Sport ist seit meiner Jugend ist das immer meine Devise gewesen. Ich habe keinen Tag erlebt ohne Sport. Und wenn ich so denke, wenn ich auch in der Lehre manchmal am Abend noch Schule hatte und dann auf Chorwalden aufgerannt bin, mein Zeug im Bauhof deponiert und aufgerannt bin und meine Mama dann noch gekocht hat und am Morgen wieder gearbeitet zum Tobias Kuhni. Also Sport ist für mich genauso zentral wie Weiterbildung im Beruf. Ich habe immer geschaut, dass ich nicht nur eine Idee hatte, ein Projekt, sondern mehrere Sachen aufgeleistet. Und dann geschaut, Priorität setzen. Nach der Sinnhaftigkeit, Machbarkeit, auch von den Finanzen her. Und da hat sich dann sofort ergeben, ja, das geht wahrscheinlich nicht. Da kann ich jetzt vielleicht ein Beispiel nennen. Ich habe immer geliebäugelt, dass wir einen Anschluss haben an die Nationalstrasse, die San Bernardino-Route. Und dort habe ich mit dem Hans-Jürg Hasler
einmal Kontakt gehabt, ob man nicht wetten, die von Pinien aus in unser Skigebiet eine Gondelbahn oder eine Luftseilbahn ins Auge fassen. Damit der Verkehr, der Tagesverkehr, dort abgefangen wird und die Leute ins Gebiet können und nachher wieder heim. Und dann haben wir aber gesehen, das geht zu lang. Die Vorschriften sind da schon gesponnen hoch gewesen. Und uns ist es ja um die Nachhaltigkeit gegangen. Nichts anderes. Aber man hat es dann einfach gesehen, es geht nicht. Das geht zu lang. Dieser Fälle gibt es halt auch. Oder ich durfte mit unseren Leuten überlegen, eine Verbindung von Rona in Engadin, dort genau das Gleiche. Über die Alpflix oben rein, ja, kannst du dir vorstellen. Mit den Umweltorganisationen. Das sind für mich Organisationen, wo der Bergbevölkerung alles erschwerend und die Eigeninitiative abwürgend. Und das finde ich etwas vom Schlimmsten. Die Demokratie ist so völlig missbraucht worden von den Zypern und den nachfolgenden Umweltorganisationen. Das sage ich offen und klar und deutlich. Und das kann nicht die Zukunft sein von der Entwicklung vom Berggebiet. Denn bewohnte, bewirtschaftete und gepflegte Alpentäler, das ist aktiver Umweltschutz. Gerüsten raus kann ich mir gut vorstellen, dass die über die Runde kommen. Es ist nicht einfach. Aber es wird noch nötig sein, ein bisschen mehr zu beschneien. Mit der heutigen Technik kann man das. Man kann in viel kürzerer Zeit mehr Schnee machen und noch besseren Schnee. Die Technik ist so weit und wird ja weiterentwickelt. Wenn aber die Frage jetzt ist, dass beispielsweise man Gerüst heute noch bauen könnte, dann müsste ich sagen, wahrscheinlich sehr schwierig. Auch wieder aus den gleichen Gründen. Umweltorganisationen haben überall die Nase drin. Wenn die Bevölkerung so etwas will, dann soll sie es machen können. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Aufgrund von der heutigen Gesetzgebung und der Machenschaften von den Umweltorganisationen könnte man heute eine rätische Bahn gerne überbauen. Also, wenn man das sieht, dann muss man sagen, dann sind wir mit diesen Leuten im falschen Film. Das kann es ja nicht sein. Die Pioniere, die haben Leistung erbracht. Und dank denen haben wir heute das. Wenn es heute nach den Umweltorganisationen ginge, hätten wir heute keine Bernina-Bahn. Oder wir hätten keine Mortesmorailbahn. Noch Haufen anderes nicht. Was wäre die Alternative? Hier an der Tardisbrücke eine Zollstation, ein Opferstock. Und wir könnten dann uns von den Alpenrosenstuden und von den Heidelbeeren ernähren. Ich schreibe heute noch eine Kolumne schreiben im Tagblatt. Ich habe auch kürzlich eine wieder platziert. Ich habe noch etwas das Thema nehmen, das wir jetzt hier gerade haben dürfen haben. Ja. Weil die Sensibilisierung in Politik zu den jungen Leuten ist unerlässlich. Und es ist manchmal nicht die Verwaltung, sondern sie haben dann Angst vor denen, weißt und probieren. Und du kommst nicht vom Fleck. Also die Eigeninitiative in den Bergtälern wird abgewürgt. Und das ist eine Katastrophe. Aber das sage ich ihnen auch frank ins Gesicht.